Ein Hoch auf die Welt von Fire Emblem Fates. Und natürlich jetzt hier erstmal ein Hoch auf die Welt von Fire Emblem Fates Offenbarung. Oh yes, Leute sind bereits, naja, was heißt bereits, sind nach Kapitel 1 halt unterwegs. Weil nochmal neu starten mussten, da die Option Pfadwellen im Hauptmenü, die klappt zwar theoretisch, aber wenn ich den Schwierigkeitsgrad anpassen muss, geht es irgendwie nicht. Und jo, wenn wir sagen, Angriff auf ihn hier, den guten Alten, wobei natürlich auch schwer gegen Dinge ein bisschen doof ist. Aber egal. Ich bereue nix. Ich schon. Ich bereue so vieles. Erledige sie. Vater sind besiegt. What? Ich befehle dir, sie zu töten. No. Nö. Insolent fool. Diese Diskussion ist beendet. Geblockt, Mann. Hm? Michael, was hast du? What? Geblockt. Direkt ein Befehl, Michael. Was auch erst jetzt kapiere. Ich habe ja eigentlich nur mit meinem Schwert den Angriff abgeblockt von ihm. Und zwar so wie es aussieht, ja, ohne, ja, wie soll ich sagen, ohne große Konsequenzen, so etwas in der Art. Also sprich, irgendwie ist er mir überhaupt nicht beeinträchtigt. Als wäre das Schwert seine eigene Magie. Oder? Seine Magie kommt auch aus einer anderen Welt. Das könnte theoretisch sein. Father! Vater, vergib ihm! Listen well. Töte du sie, Sender. Do it. Tu es! Töte sie alle! Scheiße. Stand down. Töten. Also zu, dass du das tust. Aua! Listen. Sind unsere Todfeinde, du. Uh-oh. Bitte, Michael, bekämpfe ihn nicht, mein lieber süßer Michael. I don't understand. Nein, nein, nein! Mal an mir hängen. Enough. Das reicht, dann kümmern wir später. Leo, warum? Hush. Stimmt, und jetzt sei still. Hey. Das reicht aber ein, der Kampf ist vorbei. Yeah? Die Güte wird da tot sein. Das kann natürlich raus sein. Jawohl, Hoheit! Leo. Yes. Thank you. Danke, Leo. Tut mir leid, dass ich wegen deines Kranken so aufgezogen habe. Oh, come on. Du kannst mir danken, indem du das nie wieder erwähnst. Oh, wow. Das ist großartig, Bruder. Ja, Vater, vergiss nie etwas. Das ist natürlich scheiße. Dass er so ein gutes Gedächtnis hat. Der alte Sack. Listen. Die Freiheit beschert. Haut ab. Du sagst, Name sei Michael? Was für diese Demütigung bezahlen? What? Elender Narr. Yeah? Ja, es könnte sein, dass wir hier in Offenbarung doch wieder Feinde sind. Also, ja, eine Herrschaft garantiert. Aber hier bei Offenbarung? Wer weiß, wer weiß. So, Kapitel 3. Die Reise beginnt. Die Reise beginnt. Und niemand weiß, wo wir morgen schon sind. Weil es unser Geheimnis bleibt. Schnauze. Alright. Gut, Mike, lass uns dann reingehen. Ich helfe so gut ich kann. Yes.
Let's do this. Vater, wir müssen mit mir reden. Wow. Wobei man fragt sich sowieso, wie konnte jemand so liebenswürdiges wie Elise überhaupt aus irgendwie ihm entstehen? Das geht doch gar nicht. Da ist physikalisch total unmöglich. Logisch ja auch. Daddy? Wer ist da? Sorry. Wer war da wohl bei ihm zu Gast? Well, Yes. Werden wir das jemals erfahren? Ich denke schon. Weil sonst ein bisschen unlogisch war. Vielleicht bei Herrschaft, natürlich auch fies. Niemand zu sehen. Now. Du hast mich erzürnt, mein Sohn. Scheiße. oh no. Nein, Vater kann das erklären. Schweig! Da du mein Kind bist, Michael, kann ich auch etwas milder walten lassen. Oh, wie großzügig! Gebe ich deinem Vergehen. Wir kennen die Mission noch. Du bist so ein Arsch mit Ohren, Alter, also ganz ehrlich. Hey, so, wäre ich an Michaels Stelle quasi könnte Zeitreise machen und direkt an Ort und Stelle killen. Ohne große Umschwach, direkt. Aber es wird uns unsere Familie nie verzeihen. Und ganz ehrlich, wäre es sogar so einfach, ich meine, er hat uns aufgezogen, trotz allem. Naja. Was meinst du mit Leo? Was hat er als Mission Angst zu machen? Tsch. Ey, das muss aber nicht sein. Aua. I'm afraid that's not. Ja, das ist nicht möglich. Iago. Let me explain. Mine die Camilla, König Gerwin diese Expedition und eine Art Prüfung. Sein Hauptberater wurde mit der Organisation dieser Mission betraut. Er möchte wissen, ob Prinz Michael würdig ist. Schließlich entstammte der Adelsfamilie. Ja, nicht der hier. Understood. Nicht ganz allein. Da gehe ich lieber allein hin als mit dem. Hans. Thank you. Danke, Vater. Nee, scheiße, Vater, ich hasse dich. Ja, diesen Mann in Nachnehmen, nicht du wäre Michael. Das ist ein sehr guter Rat. Ja, sagst du das? Ja, und festgenommen. Das ist nicht so sicher. Nee, überhaupt nicht. Oh, ich freue mich schon. Ich hoffe, auch hier in Offenbarung wird es eine Mission geben, wo ich einfach zack, zack den Kopf kürzer machen kann. Wobei ich glaube, Hans wird in allen 3 Teilen von uns gefällt werden. Also ganz ehrlich, alles andere wäre unlogisch. Die bodenlose Schlucht. Nur. Denke ich mal. Of course. Of course, of course. Wow. Bin gerade echt erschrocken. Hold on. What? Of course. Ja. Ja, ist mir überhaupt kein Problem. Hans kann ja alle killen. Von mir aus kann er sogar selber drauf gehen. Wäre mir nur recht. Gebäude besetzen. Na gut. Komm, ja, ist mir alles klar. Einen Schnellspeicher machen. Sicher ist sicher. Hans ist ein Berserker. Mal supporten. Sie ist hier in Sicherheit gut. Könnte schon runtergehen. Ich warte aber mal. Obwohl, wieso eigentlich? Stirb! Wie deine Brüder! Ja, da oben wäre es ein bisschen scheiße rüber zu gehen. Ich gerade. War das damals schon wieder? Ich glaube, der obere oder der untere war richtig.
Tschüss, Hans! Arsch mit Ohren. So, beim unten, glaube ich, das Problem, dass zu viele Gegner da waren, war. Ich glaube, das war's. Also nehmen wir das war doch der obere Weg. Da kam beim oberen zu viel, weil natürlich die Gefahr, dass die da oben dann noch alle kommen. Ich war damals einfach nur zu doof. Eisenkatana. Das überstehe ich eigentlich alles. Vor allem mit Ganglerie. What? Die Macht der Drachen. So, bin gespannt. Das kann doch schon von oben her, muss mal gucken, der ist da. Okay, Felicia, mach du bitte mal den aus der Entfernung platt. Oh, trennen. Nee, wechseln. Kannst du ihn? Ja! Doof. Der geht auch so. Level 2 für Felicia. Na, der Arbeit zahlt endlich raus. Yes, man. So. Also hier für schöne Typen. Und der ist direkt weg. Der hat auch einen Bronze getan. Felicia geht hier in Sicherheit. Man weiß ja nie. So viel dazu. Ich muss jetzt auf Training gehen. Wieso trennen? Stabheilung. Danke. Wie lieb von dir. Das ist eigentlich nur der hier. Ich meine, klar, der kommt ja auch noch, aber kann ja beide angreifen. Oder auch nicht. Ich dachte, das Problem war. Ganz blöd gesagt, erst einmal anlocken. Ja, wieso immer trennen? Mensch. Ich meine, klar, macht sogar zweimal miteinander Schaden. Okay, aber ich kann ihn besser heilen. Das ist ja auch klar. We've got. Ja, die Verstärkung, die ist mies. Ich finde das richtig fies. Bringt nicht gerade sehr viel. Gott sei Dank, war noch weit genug weg. Ja, Naginata sind mir bekannt. Ich frage mich nur, gut, obwohl 9 Schaden war. Das wäre noch verkraftbar. Ein Punkt, ja. Vielleicht macht ein Unterschied aus zwischen Leben und Tod, wer weiß. Dass er mich recht allein angreift. Warum tun die das? So, sehr schön. Jetzt kann ich ihn angreifen, weil er mich, ja, einblocken war. Wir kennen es ja. 3 ist natürlich verdammt wenig, aber kann man ganz kurz hier warten. Kann sich selber heilen, geht natürlich nicht. Jo, die Strategie könnte aufgehen. Du sollst verdammt sein! Du hast mich getötet! So, das war's schon. Ich würde theoretisch nach hier gucken, sollen wir hier noch trainieren oder sagen wir lieber, nö, es war schön soweit, aber Kapitel lieber abschließen.
Erstmal einen guten Ganter noch heilen. Es gibt Erfahrungspunkte. Die Frage ist die Kombi-Einheit. Okay, die kommt sowieso nur so weit. Der kommt nur so. Die werden beide mit ihren Eisenjumis kommen. Das ist eine blaue Waffe. Ich habe eine rote mit dem Waffenvorteil. Man könnte es ja mal riskieren, wa? Wow, ernsthaft, das war alles? Ah ja! Salom, Gebade! Der Donner im Hintergrund. Boom, boom, boom! Level 6! Tschüss, Mann! Kommt das noch so weit, wa? Ich darf mich da nicht im Stich lassen. Was mir eines Tages ergibt. Also doch, haben wir schon die ganze Zeit gefragt. Moment mal, wenn jetzt hier jemand draufgehen würde. Sind die endgültig weg oder kann ich auf den nächsten wieder sagen, jo, komm wieder zurück? Das spielt in den nächsten 6 Kapiteln halt, wa? Ich meine, können sie noch ein bisschen trainieren, aber nee. Lassen wir es lieber und schließen das Kapitel ab. Kapitel 3, die Reise beginnt. Lalalala. Hab mir das nicht vorgestellt, aber zumindest erfüllt dich Vaters Mission. Immerhin etwas, wa? Er ist nur ein Knabe. Wer bist du? My name is Saizo. Saizo. Die. Die, Monster. I won't allow it. Das ist Saizo. In the nick of time. You have the devil's own luck. You all right, dear? Wir sind alle für dich da, Bruder. Danke euch allen. Eine Familie. Nicht verletzt, Camilla. Aber Liebling, der Gedanke zählt. Das stimmt natürlich. Tötet sie! Das ist eindeutig scheiße. Saizo. Wie sieht es aus? Wir sind in der Unterzahl. Yes. Seid hinter mir. I see. Du sind also doch die aus Hoshido. Wir haben doch die aus Hoshido gekillt. Vater, du bist ein Arsch. Wieso hast du das getan? Okay, wir hauen ab. Tschüss. See you later, Alligator. Oh. Dass er dich hinter uns ist. Don't worry. You won't. Es ist Hans. What? What is his meaning? Stirb. Gunther, nein! Ein Verbündeter. In die Schlucht geworfen. Ihr könnt ihn unten wiedersehen, wenn ich euch zu ihm schicke. Da bist du böse mit meiner Drachenkraft. Was für eine Art Missgeburt seid ihr? Die dich killen wird. Das ist unmöglich. Antworte mir. Folge nur König Garens Befehle. What was that? Du lügst. Du bist ein elender Lügner. Los, mein Schwert, hol ihn dir. Was? Haben wir gerade mein Schwert gekillt? Alles ist schluchtief. Lilith? Was machst du denn hier? Mein Clan, meine Götter, mein Blut. Grant me strength. Ihr Drache gibt mir Stärke, mächtiger Molo, ich ersuche euch. Bloß so ganz klein. Lilith, bist du das? Was bist du?
Wie lange eigentlich muss der Tag wieder kommen? Das war ein Schock für euch, aber ich bin kein Mensch, das sehe ich auch. Bist du ein Drache? Ihr seid mich bereit, so rennen wir euch? Das warst du? Menschgestalt anzunehmen. Um euch zu dienen. Doch nun nutze ich eine Macht, die über die Menschgestalt hinausgeht. Ich kann mich nicht mehr in diese Gestalt zurückverwandeln. Das macht man jetzt. Das Wichtigste ist, dass ihr in Sicherheit seid. Milord. Ich bringe euch in Sicherheit. Ah! Erste Drachen, ich ersuche euch, gewährt uns Zugang zur Astralebene. Zur Astralebene? Was passiert? Wo bin ich? Well, Wo sind wir? Sie ist bekannt als Astralebene. Du sind wir sicher, du. Cool, ein Baumhaus. Wollte ich schon immer mal haben. Es ist Umgang in diesem Reich. Das dann haben hier auch anders I funktionieren. see. Na, wir sind allein. Es ist keiner mehr übrig. So sorry. Diese Burg gehört euch, Milord. Vielen Dank. Wie fühlt ihr euch? Thank you. Ja, geht schon. Yeah. An Sicherheit sind. Kehrt in denselben Ort zurück, von dem ihr kamt. Die hoshitische Grenze. Es kann sein, dass dort Soldaten auf der Lauer liegen. Understood. Ich verstehe, bin darauf vorbereitet. Na gut, nehmen wir mal das Portal. Zoom, zoom, zoom. Du gehörst mir, Nora. Hä? Wer, wo, wie? War das gerade... Ja, sie war es. Diese Stimme, das kann nur eine gewesen sein. Und wer es war, das will es mehr erfahren wir hoffentlich in der nächsten Folge bei Kapitel 4. Und, jo, wir kommen langsam sicher zum Ende von allem. Also ich denke mal, vielleicht nach ein Part und danach kommt dann wohl das für Revelation Exklusive. Bis dann wieder mal, danke fürs Zusehen und ciao zusammen.